Das ist gewöhnlich, dann kicken wir in Offenbarungen an und das, was wir von der auch wollen. 21. Kapitel werden wir von der uns nennen. Aber wir den gehen, werden wir uns noch aufnehmen zum Beten. Vor den Himmel, wir kommen wir für dich und preisen dich für wer du bist. Du bist allmächtig und du verdanken wir dich. Und das wir jetzt abgenannt haben, das Leiner Cornelsen, da kommen wir Beter eten, Ramaya eten, wo wir dir verdanken, dass du geheilt hast. Und wir beten auch für Luella Bartsch, wenn sie die Operation hat, diese Weg, wo du mit den Doktor sein und mit uns sein, was kann reich ausfallen. Und vorher wir befehlen diese Zeit nu an die, und wenn wir uns zwar nennen wird, Offenbarung installieren haben, dass wir können hier abgebaut sein und hier stark sein. Wir befehlen uns die an in Jesus' Namen. Amen. Kapitel 18, das soll 2x3, dort wir dort even kicken, dort wo Babel fallen, dort ein großer Ganzen, wo wir können sagen, wo die ganze Welt abcrashen, wo das sehr schwierig ist, wo das nicht interessant ist und wo die Menschen trüden und wo die Menschen nicht wissen, wo die hin sollen. Ein paar Kapitel du redet von den 7 letzten der Kommenfall Pläuen, was Gott utgeht in der Rapie, die 7 Engel kommen, der Kommenfall. Und in Kapitel 19, Vers 5, da fangen an, dass wo der Lamm seine Kaas regimerkt wird, wo wir es ein bisschen anloten, wir können sagen, wenn Jesus wird kommen, und dann, wo Jesus abgewittert wird sein, wo er in Krieg wird gewähren, in das Kapitel 20, das wird Kapitel 19, und dann Kapitel 20, das wo so tun für 1000 Jahre gebunden ist, und wo Christus 1000 Jahre mit den Menschen regieren wird. Und dann der andere Part, wo so tun seine Kraft gebrochen wird. Und das letzte Gerecht, das zweite Gerecht. Das wo wir uns viermal nennen lassen. Und von der werden wir uns nennen lassen in Kapitel 21. Das wo das Gerecht eben ist, wo der Sinn nicht mehr wird sein, wo alles in Einhaft, und dann fängt es das an, sagt es, ein neuer Himmel und eine neue Erde. Vers 1 in Kapitel 21 sagt es, und ich sage, ein neuen Himmel und eine neue Erde, weil der erste Himmel und die erste Erde verschwungen, und du hast auch kein Meer mehr. So dort, wo vorher Himmel genannt wird, oder was die Erde genannt wird, das sagt hier, dort ist alles verschwungen. Das ist nicht mehr da. Wir weiten dort in Eier, wo wir lesen von in Meer, dann die dort manchmal eine große Gruppe Menschen ab, dort wird in Meer genannt. Dort haben wir uns ein paar Mal gelesen. Ich kann nun nicht trägen und checken in welchen Versen wir dort tun, aber wir lesen uns dort eben, dort klar zu verstehen wir, dort waren es von Meer nahen, dort wir eine Gruppe Menschen. Und dann sagt er, dass ein neuer Himmel und eine neue Erde, was wir lesen in 2. Petrus 3, Vers 13, sagt er, wir überholen uns an Gott sein Versprechen, dass er einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen wird, wo alles wird gerecht sein. Das, wo wir uns anholen, das lesen wir in 2. Petrus 3, Vers 13. Wir holen uns an das Versprechen, was der erste, dass du wird ein neuer Himmel, du wird eine neue Erde sein, und das ist, wo wir uns anholen. Dann, Vers 2 in Offenbarung 21 sagt er, dann sagt Johannes, der heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus den Himmel raufkommen, als eine ausgeströmte Brut, reit für ihren Mann. So diese Brut, diese neue Stadt, das neue Jerusalem, das kommt von Gott, und das kann nicht anders sein, als die zu haben, das Volk Israel, das Jerusalem, was in Jerusalem wohnt, dort ist reit für ihren Brüder, wann Jesus wird, wann neue Himmel und neue Erde geschaffen worden. Wir lesen uns auch in Offenbarung 19, Vers 7, dann weil wir uns nu freien und froh sein
een arm die ihr geben willst, für das Lamm erst die Titel kommen, Tjas zu merken, in seine Brüd hat sich dort gemerkt. Dazu wir uns der viermal nennen lassen, dass die Brüd hat sich gemerkt, dem Brigam zu begegnen. Der ist reid, und wir kicken dort näher, dass dort erst die Kirche, der ist reid für die Tjas, wenn der Brigam wird kommen. Vers 8 sagt es, en Arbeit, dat je geeft zich in fijne, reine, linseichte Kleiden, dat dieren linseicht steht für die helge ihre gerechte Woord. Dat is ook wo wir uns nennen, en hier kommt das frisch einmal ab, dat de Brüd erst reid für ihr Brigam, wann der kommen wird. In Hebräer, da lesen wir in Kapitel 12, Vers 22 und 24, sagt, je aber sind nur den Berg Sion gekommen, nur das helge Jerusalem, den leben in Gott seine Stadt, und nur die duizende Engel gekommen aus zu ein Fass. Und dann in Vers 24, da sagt es, die sind nur Jesus gekommen. Das ist, wo wir wie ein Port von der Brüd sind. Wir sind nur Jesus gekommen, den Vermittler von Neuen Testament, und nur dort Besprengungsblut, das beter red als Abel sind, will es dort Vergebung anbietet und nicht Rach. So wir sagen, dass Abel wird dort gemerkt, wenn es reich wird, hielt das fast, und dass wir ein Teken von Gerechtigkeit, was Abel festhalten. Hier kommt das ab und sagt, dass das Blut von, das Besprengungsblut wir noch war beter als dort, was Abel getan hat, und dort, was nu dat wir sind mit Jesus gekommen, das ist eben noch besser. Dann in Vers 3 sagt es, und ich hier eine lüde Stimme vom Himmel sagen, kijk mal, nu erst Gott seine Wohnung manche Menschen. Nu erst Gott seine Wohnung manche Menschen. Und er wird mit an zu wohnen, und sie werden sein Volk sein, und Gott selbst wird mit an sein, und Gott sein. Nu, das alles wird sie, das Eierreichtigkeit wird sie geschaffen hast. Nu sagt es, nu ist Gott seine Wohnung manche Menschen. In Jeremia 7, Vers 23, da nannte das ab und sagt, wo das soll sein, dass Gott wird manche sein, sagt es, was ich von an verlange, wie dass sie mir gehorsam, dass sie mir gehorchen sollen. Und dann wird ich ihr Gott sein, und sie würden mein Volk sein. Leeft er noch als ich ihn sei, und dann wird ihn dort Gott uitkommen. So das wir in Jeremia all gesagt, was soll je doen, dass Gott wird mit uns sein, dass Gott wird mank wohnen, das soll sein. Und dann in Vers 4 sagt er, und Gott wird an alle Thronen von den Augen waschen, du wird kein Tod oder Trühe oder Hehlen oder Weide mehr sein willst, was vorher wir als verschwungen. Diese drei, nach all die drei Tiden, wo wir uns haben angekickt, die große Plauen und all das wird han viel Thronen gekostet für die wollen gerecht leben. Und es sagt hier, nu wird dort alle aufgewaschen worden. In Offenbarung 7, Vers 17, dus los wir uns, willst das Lamm mitten ab den Thron wird anwenden, en nur Leben gewohnte Qualen leiden, und Gott wird an alle Thronen von den Augen waschen. Da lassen wir uns all in Kapitel 7, Vers 17. So Gott wird durch sein, du wird Gemeinschaft sein, du wird gebunden sein. Und dann in Vers 5 sagt, dann seht der auf den Thron sagt, kijk mal, ich merk alles nie. Und er sagt zu mir, schrie willst, diese Welt sind wahrhaftig und abzuverloren. Ein neuer Himmel, ein neuer Erde, ein neuer reine Brüte, der reit ist, für das Chaos mit Jesus sich zu treffen. Und dann in Vers 6 sagt es, und er sagt zu mir, dort ist geworden. Was ist geworden? In Matthäus 28, Vers 18, da lasst es steht. Und Jesus sagt an, mir ist alle Gewalt gegeben, im Himmel und auf der Erde. Traine des Vers 6 sagt es, und er sagt mir, dort ist geworden. Ich sehe das A in das O, die Anfang in das Ein, wer der darstig ist, den wo ich wirklich in den Sons von das Wutter uit der Lebensqual zu trinken geben. So,
Herr über alles. Hij ist der, wat dat der geführt hat. Alle Prophezeiungen, was wir im Alten Bund lesen, was da würden kommen, nu sagt es hier, dort ist aller vor. Jesus sagt, ich habe die Macht, die Gewalt und alles. In Johannes 19, Vers 28 sagt es, nur her, und als Jesus weiß, dass nu alles geworden wird. Und damit die Schrift erfüllt wird, so als geschrieben steht, seht er mich da. So hier, Jesus hängt am Kreuz, da steht in Verweider und was immer alles wir, er hängt am Kreuz. Und als er sagen wird, nu ist es so und so weit vor, dann sagt er, er kann sagen, das ist nu vor. Dort wird er bei ihr gekommen sein, dort ist nu so weit vor. Dann sagt er am Darsch, dann werden sie am die Erik zu trinken geben, was einmal und dann in Vers 30 sagt er noch einmal. Und als Jesus den Wein Erik gekriegt hat, seht er, nu ist alles vor dich gebracht. Nu ist alles vor dich gebracht. Dat ze mij de Erik, wanneer mij daar stond, en geven ze mij Erik te drinken, wat immer alles im Alten Bund weer gesagt worden, sagt er, nu ist het alle vor dich. Und dann buigt hij den Kopf rauf en geeft zijn jas ab. So, dit is alle voor dich. Nu is het alle geworden. De Himmel, de nieuwe Himmel, de nieuwe Eer, en de bruid is reid, den Brigam te begegnen, de Brigam is reid te komen, en dan in vers 7 doet dat er het frisch omvangen ein te doen. En zegt het is dit, omdat we in deze stad aankomt, vers 7 zegt het, wer im Kampf bestonen blijft, wordt dat alle oven. En ik word zijn God zijn, en hij wordt mijn zin zijn. Hier hebben we het ware, dat we worden God zijn kinderen zijn. En dan, wat is de Kampf? In vers 8, da sagt er uns, wat de Kämpfe worden zijn, wo wir in zullen bestehen blijven. Er sind mehrere Dinge abgenannt, aber das erste sagt er, de verzählte. Menschen, die verzählen, woran würden Menschen verzählen? Was kann die Ursache sein, woran würden Menschen verzählen? Da würden keine Ursachen sein, aber hier nannte er mehrere Dinge ab, wer in diesem Kampf wird bestehen bleiben, nicht wird fallen, nicht wird mitgehen, die wollen dort alle offen. Sagt er, die Verzählte und die Angläubende. Ein Mensch, der nicht glauben hat an dort, was Gott für uns getan hat, an der Radung glauben hat, dort sind Menschen, die verzählen. Aber die an dieser Radung glauben, die sich da an festhalten, die verzählen nicht so leicht. Wenn es der Hand ein fester Grund würde sich anholen, aber die nichts an fester Grund haben, die nicht diesen Brigum haben, die nicht diese Klarheit haben, nicht sind nach Jesus gekommen, das sind Menschen, die verzählen. Aber die wurden gelaufen, die wurden nicht so leicht verzählt. Das sagt, die Verzählte, die Angläubende, die Abschäselige, Mörder, Hörer, Zauberer, Aufgärterdeiner und Legner. All diese, die an diesen Kampf kommen, die bestehen bleiben, die waren offen. Aber die waren fallen, das sagt es steht, waren ihren Platz im Viersee haben, die mit Schwefelblit brennen. Das ist der zweite Tod, wo wir all in Kapitel 19 und 20 besten von haben. So, als ich das hier so eben in das sage, wer in diesem Kampf bestehen bleibt, und dann in Vers 8 ging, dann menschliche Natur, die was Menschen mit den Kämpfen haben, sind meist alle hier abgenannt in das 8. Vers. Sei Verzählte oder Angläubende, die Dinge passieren, den Menschen, wenn die nicht glauben. Und die abschäselige Dinge passieren bloß dann, wenn sie nicht glauben. Und dann sind aber nach den Dingen krieg abgenannt, wenn sie nicht glauben, das ist Dinge, die können passieren, oder was vielmals was ein Kampf sind an den Menschen. Aber wenn sie glauben, dann wollen sie können bestehen bleiben. Und dann geht wieder in Vers 9, das neue Jerusalem, kommt frisch mit das an, was wir all in Vers 5, glaube ich, Vers 7 lesen, no? Ja, wo ihr lest haben. Anyway, wir haben das Vers 9 lesen. Dann kam einer von den 7 Engeln zu mir,
de 7 kommen fall en de laatste 7 pleoen had, en reed te mij en zei, kom, ik word die de bruid, dat lam zijn vrouw wezen. Wer is het bruid? Wer is het lam zijn vrouw? Die zijn naar Jezus gekomen, wo wir uns lesen in Hebräer 12, vers 24. Dat den zijn bruid. Al die zijn naar Jezus gekomen. En some van dit kan ook zeggen, klar, bloos naar het volk Israël dienen, maar some is het inderdaad wat die van daar aan Jezus leven doen. En het zegt, Johannes wordt metgenomen, een engel van die wordt de 7 kommenval hadden uitgegeven. We lezen dat hier meermaal dat deze 7 engel de han meer opgaven gehad als bloos de kommenval raag uitgegeven op hier. Maar hier is einer waar de neemt Johannes met en wijst aan woont de bruid is en wat er is. En dan zegt het in vers 10, en hij droeg mij en jes waag op einen groten hohen boom op en wijs mij de grote stad, dat heilige Jeruzalem, waar die van God uit den Himmel raufkwam. En wie dag van God zijn herrlichheid, en ligt weer zoals de allerdierste dagste jaspisstein, en zij schmakker dagerstein, zo leidet de stad. Wir können uns das vielleicht gleich feststellen, wo die klären, wo das alle was geloten haben. Aber Johannes beschriftet hier, dass es Dach gewesen und das so geloten als ein sehr schmacker Stein. Ich weiß, wenn ich irgendwo sehe, wo viele verschiedene klaren Steine sind, mir jeder scheint den Stein zu bekicken. Mir jetzt scheint, kicken, was von den anderen an den Stein sind, wo das alle ist. Und hier sagt es, dass Johannes hat die Stadt, den wir angekickt, als ein sehr schmacker Stein. Vers 12 sagt es, und der hat auch eine große Hügel Wand mit 12 Poorten, und bei den Poorten 12 Engel, und ab den Poorten wären die 12 Stamm von Israel Nummes abgeschrieben. So, wenn wir uns das hineinschauen, ich weiß nicht, was das kriegt alles bedienen wird, aber eins, was ich mir das nach Hand dienen wird, als Gott mit das Volk Israel anfangen wird, dann hat er Jakob durch, weil sein Funkel Eier und Abraham, Isaac und Jakob, und dann seine 12 Sehens. Und hier sehen wir, dass die 12 Stamm Israel Nummer sind, bei dieser Stadt beschrieben. Das will uns sein, dass Gott sein Plan fängt dann an mit dem neuen Jerusalem an, als er mit Abraham, Isaac und Jakob anfangen wird. Und die 12 Stamm von Jakob seine Sehens, die sind ab diese Poorten abgeschrieben, die Nummers. Dann kann vielleicht abnahen, Ruben und Simeon und all der, ich hatte hier nicht abgeschrieben, aber es sagt, dass die Jungs Nummers, die Stamm Nummers, die sind ab diese Poorten abgeschrieben. Vers 13 sagt es, und du wirst 3 Poorten an der Osten-Seite, 3 an der Norden-Seite, und 3 an der Süden-Seite, und 3 an der Westen-Seite. Und dann in Vers 14, hier sagt es, wo der Grund ist, und sagt es, dort, der Wand an der Stadt hat 12 Grundsteine. Und ab den Steinen wären der Lamm seine 12 Apostel Nummers nachgeschrieben. So, das ist der Grund, was er will. In anderen Worten, dann, dass er mit dem Volk Israel anfangen wird, dat wird der Grund, wofür der Apostel, die wurden der Radung lehren. Der Apostel wurden sein, dort wird der Grund der Erlösung, der Radung. Der Apostel, der lehren ab dieser Erde, dort eine Radung kam. Dat eine Radung wird durch Jesus Christus. Vers 15. Und die mit mir redet, hat eine goldene Stein, der Stadt uit ihre Poorten und ihre Wegen zu meten. Hesekiel 40 sagt es, dass du wie auch, Hesekiel sagt eine Vision, wo er auch eine Stein hat, wo wird die Stadt gemäht, der Wein gemäht. Und dann in Vers 16, und wieder die Jahre, wo groß diese Stadt wird sein, wo die dickte Wein ist, wo hoch der Wein ist und all das. Und dann in Vers 19, da fängt er mit an, mit wo all diese Grundsteine heißen. Diese 12 Steine, die Grundsteine, ich werde mal lesen. Ich sehe, die Titel ist meist aufgerannt, und hier ist noch ein bisschen mehr, wo wir Dinge ein bisschen ausloten. Vers 19 sagt es, in die Grundsteine unter der Staatswein wir mit allerhand Dierensteine besaat.
Der erste Stein wie Jaspis und so geht es an, wo die Steine alle heiten deuten. Und dann in Vers 21, in der 12 Puten wären 12 Perlen, Ware. Die Puten wären von was ganz Besonderes gemerkt. Und was wäre das? Seht ihr, dass wir die 12 Stamm Israel Nummers werden an die Puten angeschrieben. Hier nannte das sind 12 Perlen. En andere weer dat als something wat God geplant hat, wat er wordt abkommen, en durch Abraham, Isaac und Jakob und seine Sehens, dat wir ein Ziel, wo er mit seinem Volk anfangen wird. Und hier sagt er, das sind 12 Perlen. Jeder Put uit eine Perl gemerkt. In der Gassen und der Stadt werden von echtes, glasklares Gold gemerkt. Vers 22. Aber ich sage, du bist kein Tempel bauen. Oder ich sage, kein Tempel in dieser Stadt. Weil der allmächtige Gott und Herr in das Lamm sind für andere Tempel. Das ist nicht mehr, was uns so wichtig ist, als dort, was Gott getan hat, was Jesus für uns getan hat. Und so, wir können uns noch viel nennen, wenn wir an diese Grundsteine denken, was hat Ruben alles zu bedienen. Was wird sein Perl sein? Und so die ganze Rede lang, all die Grundsteine von den Apostels, was wir Ziel und Leben, was brachten sie alle überdelen. So würden wir keine mehr nehmen, aber die Zeit ist aufgeräumt. Dann wünsche ich Ihnen alle Gottes Segen.